Folgende Beitrag soll eng von den wichtigsten Resistenzaktivitäten belichten, und zwar die Evasion. Die Fluchthilfe, die gelegt gehen als für Passer und Artilleristen, für das Leute, die aus Lützeburg wollten fortkommen, über die Grenze geholfen kriegen. Oder Besatzung, also relativ sehr gerne mit Leuten, die aus verschiedenen Gründen wir wollten zu Lützeburg bleiben. Am Anfang waren das französische Kriegsgefangene, denen es gelungen war, den Nazis zu entkommen. Ganz sicher sind aber andere Gruppen, die dabei kommen, wo direkt schon Resistenzler, die schon leicht verbrannt waren, da gefragt, wenn sie Kinder geschwur verhaftet gehen. Daneben da war auch junge Lützeburger, die einfach nicht wollten am Land bleiben, wenn es dem Nazi-Indoktrinement an der Germanisierung. Andere wollten auch probieren, auf London zu kommen, für den Alliierten ihr Hilfe anzubieten. Ganz sicher, als den Reichsarbeitsdienst angefordert ging, und da waren doch die gesagt, du will ich nicht hin. Und natürlich, was dann 1942 die Flucht, die Zahl von Flüchtlingen nicht groß gemacht hat, das war Zwangsrekrutierung, wo wir direkt einen großen Teil gesagt haben, wir gehen nicht an die Wehrmacht, das waren also die Refraktären. Und noch hinnen kommt dann zu dem Gruppe, die wohl nach der Wehrmacht gegangen waren, die beim ersten Congé gesagt haben, nichts da, ich mache mich nur weg, das ist die Gruppe von Deserteuren. Neben den genannten Gruppen kommen noch ein 12 von Flüchtlingen dabei, und zwar die alliierten Piloten, die in die Maschinen aufgeschossen waren, die sich beim Fallschirm gerettet hatten und die auch probiert haben, um zurück auf London zu kommen, von wo sie gestartet waren. Bei dem Undrang von immer mehr Leuten, die wollten über die Grenze, haben sich letztlich bei Resistenzbewegungen wie LRL, LFK, LFB, LPL, an LVL, an Alvirage, an Pimen, die haben sich dann organisiert, für bestmöglich Hilfe zu leisten. Über das Land geguckt, von Norden nach Süden waren die Hauptpassageachsen am Norden Ölven und Tratten, an der Mitte vom Land waren Perl, an der Gegend von Mertling, und am Süden waren Peting, Deverding, Belval, Esch und Rümmeling. Privatarchiven von de Pimen, einem Resistenzgruppe, den am zu Deverding gegründet war vom Emil Krebs, später Minister zu Lützeburg, am Josi Görres. Die Privatarchiven erlauben ein bisschen mehr präzise Blick, was gelegt gehen ist, für so viele Leute zur Flucht zu verhelfen. Pimen haben zwischen dem Juli 41 und dem März 44 über 1000 Leute über die Grenze geholfen. Dazu hatten sie an ihren Diensten 17 Passeuren, die deels für Pimen, deels für LRL geschafft haben, mit dort daneben auch ein Unmaß von anderen Leuten, für die Erbesten zu garantieren, die rundherum den eigentlichen Grenzübergang nötig waren. Zum Beispiel den Transport am Land mit Flüchtlingen aufzubringen. Da sind oft Frauen gesagt, weil ein Koppel um den Zugreismann verdächtig war, die waren nicht mehr einzelne junge Leute, Männer gereist werden. Ein anderen wichtigen Service war den Hébergement und der Ravitaillement. Oft sind Leute 3-4 Tage zu Deverding geblieben, bis alles bereit war für die Grenze. Und da waren insgesamt 7 Cafés mit aktiv da verwickelt, aber auch noch 10 Privatfamilien, die bereit waren, Leute abzuholen. Es sind Suche gesammelt gehen für den Flüchtling, die Männer bemittelt waren, Suche mitzugehen, aber für auch Suche mit drauf zu gehen nach Frankreich und Plätzen, wo sie nur an Empfang geholt zu gehen. Das natürlich ein Service organisiert ging, für ihnen falsche Papiere zu machen. Fotos, Dokumente, Stempel sind nur gemacht gehen. Das wird auch einen gewissen Verschleiß und Leid gehabt. Und dann an der Vermittlung von den Instruktionen war Resistenz aktiv, für den Flüchtlingen Strecken umzugehen, Destinationen nach Frankreich, Adressen, wo sie Passfilter gebraucht wurden, für von den Leuten geholfen zu kriegen. Die Instruktionen waren oft auf ganz kleinen Zettel gehalten, für den Fall, wo sie giffen, wenn sie geputzt gingen, dass sie die konnten aufschlecken. Zusätzlich aus Sicherheitsgründen haben die Resistenzler, die ihnen diese Sache vermittelt haben, mit einer schwarzen Maske geschafft. Das nicht konnte nur eine Beschreibung gemacht gehen von den Leuten, die leicht wichtig Donnerien vermittelt haben. Und dann, wenn die Flucht gelungen war, also nach einem geheimen Postservice organisiert ging, für die Kurien von den Jungen nach Lützeburg zu garantieren, respektive Päck von Lützeburg von ihren Eltern und von der Familie nach Frankreich zu organisieren. Ich werde, wie gesagt, eine ganz große Organisation, sind so an einem gewissen Zeitraum ganz viele Fluchthilfen gelegt gehen. Den traditionellen Fluchtauflauf wurde besser vorher müssen ausgesehen, wann die Leute bis auf der Platz waren, wo sie geschlafen haben oder nach leichten Instruktionen gekriegt haben, als morgens an der Nacht um 4 Uhr
und der Pass se do wegkom. Und iwwer den Deferdinger Bierch, ganz oft de Park Groven no beim allen Deferdinger Spidol, iwwer de Bierch in Franzisch Grenz gefauert, an der Gegent vum Kaffeebacher Jean, den no kitzlich zwar zogemacht huet. An du se dann am Bëch verstoppt man Passeur gewährt, op wat se gewährt. Sie hunn entretemps e beloen Schaffkostüm iwwer die Zivilgeteu gedoen, als jo gewährt bis 6 sauer Moes de Schichtwissel wär, zu hüss in die Gottbranche, Heisinger Blitzburg genannt, an der Minière. Dann hunn die Flüchtlingen sich ënnert Franzisch Erbechter gemëcht, als sie mat denen a Frankreich ramarscheiert. Entweder nach op Heising bei eng Resistenzadress oder gleich op die Gären, wo die meest weitergefu sind, natürlich dat war Réon an dat war Lonkisch. Van am Ufang Destinationen echtter Destinationen echtter Lyon a Montpellier waren, so was N2 ugangs 3 als die gréessten Gruppe von Flüchtlingen orientiert gin an de Centre d'accueil an enger kleiner Ortschaft Les Ancis am Departement Puy-de-Dôme, net weide wäch vu Clermont-Ferrand. Do hat de Lützburger Resistenzler, den noch passe war 41, den hat dun e Centre d'accueil opgebaut, mat 11 vun den pur ganz fichte Leiit. En franzischen Hotelier huet se Gebaier zur Verfügung ginn an de Puzëmmere freigemerk, wo permanent die Lützburger Flüchtlingen agelaf sinn an Domol pu deich konnte bleiwen, bis se neu verdeelt wären. Ein Fabrikdirektor, der Lützeburg Originen hat, huet en ganz paar jungen erbecht ginn an zu Clermont-Ferrand op der Präfektur, wo de franzische Resistenzler geschafft, den aus dem Grenzgebiet vorbei Freising war, an den huet an fir all die Dokumente per Bayern als Zertifika gesucht, die d Leiit gebraucht hun. De Schëlle vun dee Leiit an der franzischen Resistenzler hunn die evadéiert vu Lützeburg. Du niederem Erbecht organisiert krit ganz oft bei Entrepreneuren, bei Bauern, der Kooperativen, sie paar Bayiere krit, sie hunn och eng Wuninggesicht krit an die wollten, die net wollte schaffen, die gefrot hun ha mé vergieren aktiv geht Nazi 4 goen, die Relationen opgestalt krit mat de Makiseren, so dass sie konnten an de Maki goen an do tatkräftig hëllefen géint Nazien ze kämpfen. Die Filière huet also funktioniert bis an den März 44 ran, wie gesot, dat ass gut gelaf, zwar zuviel gut, dass soviel unter entstanden, dass all der Ungeheuer dann daran gemeldet huet, hey, schickt da nicht so viel, kodéiert Brewer, wenn nur so viel Tableau krit, man krisen nicht all verkauft, man hat ein bisschen milieus, sie sind empfangen abvergehen von ihrem Erfolg. Was das passiert, mal ein Teil von Nevadäerten waren nicht ganz seriös, die wollten nicht schaffen, die haben sich schlechter amüsiert, die haben angefangen Schwarzhandel zu betreiben, sie haben Leute nicht beklaut, sie haben sowohl Suche geklaut, wie Material für falsche Papiere zu machen, und das sollte jetzt Verhängnis gehen für die Resistenzgruppen. Verschiedene haben dann davon geduld, sie im Kindermann in Rees auf Lützeburg zurückmachen, für ihre Heldentaten zu Lützeburg zu berichten. Von denen, gewissen Henri Rolgen, als auf dem Rückweg Lützeburg nicht weit von Eschewäsch gepetzt ging, und konnte von der Gestapo beerdigt gehen, dass er bereit war, seinen Kollegen nach Frankreich zu verraten. Und als mit der Gestapo auf Les Ancis gefuhr, und hat da seinen Retter am Anfang und Messer geliefert. Gestapo hat zugeschlagen und hat Leute wie Albert Ungeheuer, den Hotelier Jean Gros, den Resistenzler von dem Clermont-Ferrand von der Präfektur, den Marcel Meyer, die sie verhaftet gingen, die sind noch viele Qualen und Torturen, sind sie nach zu Lützeburg an Prison gelandet, sie sind nach Pinzer gekommen, und dann den 19. Mai sind sie dann zu Natzweiler an einer Nebelaktion, werden sie auf Natzweiler kommen, und da am KZ sind sie 19. Mai mit 6 anderen Resistenzler erschossen. An dem ganzen Kontext wird Gestapo an der Gegend unter dem Clermont-Ferrand eine ganz Partie Razzia gemacht, wobei nach eine ganz Partie Leute, Lützeburger Deserteuren und Refraktären verhaftet sind, wovon der enorme Teil an einzelnen deutschen Lagern und Prisungen auch umgekommen sind. Die Schlag war natürlich dann von der Evasionsfilière von den Piemen, die Jungen, die Lohnnacht doch gelauert, für fort, wo müssen zu Lützeburg in der Dach kommen, bei Familie, an über das Land verspricht, a kleinen einzelne Bunkeren, an einen größeren Teil, also in der Dach kommen, an den 2 Galerien, am Hansbech Niederkur, und noch an der Galerie Eisekaul zwischen Esch und Remmling. Das ist ein Kapitel für sich.